Servus halt auch. Grüß dich, Kid Alles Rap. fit. Ja, tatsächlich schon bei dir. Ja, wieder einen leichten Schnupfen. Ja. Sonst, Nein, jetzt. Ich finde, wir sollten über sowas nur noch reden, wenn wir einen richtigen Schnupfen haben. Also wenn ich so krank bin, dass ich zum Arzt muss, sonst drehen wir einfach nicht mehr drüber. Oder Wenn du so krank bist, dass du zum Arzt gehst. Ja, genau so, ja. Sondern so, also. So ein kleiner Hackets, ein kleiner Kaffee, weil es sehr früh ist. Ja, vor allem müssen wir heute Abend, darf man heute Abend noch 1-2 kleine Cerveza trinken. Ja. Weil die Glue-Boys uns eingeladen haben zu sich. No. Schön. Fangen wir mit dem Tierfakt an. Ja, einer voll. osteuropäischen Legende nach webten Spinnen in einer armen Familie über Nacht Netze über den Tannenbaum, die sich am Morgen in Gold und Silber verwandelten. Ja. Das ist der Grund, warum in vielen Ländern heute noch Lametta aufgehängt wird. Eine Hommage an die fleißigen Weihnachtsspinnen Wo war das? in Osteuropa. Gut. Ja. Ich glaube, ich halt überhaupt gar Nein, die nichts. legen sie normal aufmachen. Also von dem her. Shoutout an Modeng nochmal, aber diesmal sollen wir es weihnachtlich machen. Okay. Steht da. Bin vom Crazy Kai schon rüde korrigiert worden. Ich glaube, ich habe Modeng als Nilpferd bezeichnet. Aber es ist ein, ich habe mir extra geschrieben, es ist ein Zwergflusspferd oder irgendwas anderes. Und Ja. dass ich meine Fakten besser recherchieren soll. Ja. Also er war, glaube ich, aufrichtig. Aber es ist gut. Erzürnt. Wir finden, wir sollten uns in den Podcast jetzt immer vorher noch am Kai geben Ja. und am Stefano. Ja. Wenn wir irgendwelche Sport- oder Musikfakten droppen oder irgendwas über uns. Oder Geografie und halt Tiere. Ja. Und dann geben wir es nochmal irgendeine Ethikkommission. Am Harry vielleicht noch, falls wir mal über Harry Potter reden. Ja. Und dann wird der Podcast wahrscheinlich jetzt nur noch 30 Sekunden dauern. Ja, Weil das- stimmt, da habe ich echt gar nichts Weil mehr wir zu labern sagen. den ganzen Tag nur Scheiße. Zum Beispiel, da wollte ich mich letztes Mal noch korrigieren, als ich gesagt habe, der Pissewein, die machen natürlich kein Wein aus Pisse. Das sind einfach nur Säfte, die sammeln und Früchte. Ja. Also Es hat gar nichts mit Pisse zu Nein. tun. Schmeckt nur wie Pisse. Hast du dann auch dazu gesagt? Genau, weil das Gerücht kommt daher, weil das habe ich ja damals schon gesagt, der auf den Spülkästen oder so versteckt wird. Ah ja, stimmt, das hast du auch angemerkt. Ja. Das hat sogar irgendeinen besonderen Namen, hätte ich vorher recherchieren müssen. Einmal. Einen besonderen Namen in Deutschland. Was jetzt Der genau? Gefängniswein. Also, Mal schnell googeln. das geht ja schnell. Ja. Die Zeit muss man mit. Ja, hört sich irgendwie so, als wäre es ein Berliner Gefängnis, glaube ich, so wie das. Okay. Ich darf gerne mal wieder Schnaps selber brennen an diesen Mini-Distillen. Es gibt da mal ein gutes Gefühl. Ja. Ein Pfiffi. Ein Pfiffi, war geil. Lastwein Pruno ist der Oberbegriff auf Wikipedia. Bruno. Als Basis dienen Früchte wie Äpfel, Orangen, Pflaumen und weitere Zutaten wie Ketchup, Zucker, Milch und zerkleinertes Brot. Aha. Die Zusammensetzung ist äußerst unterschiedlich und hängt von der jeweiligen Verfügbarkeit ab. Ja. Aber hast du dich mit dem Vorgang auch beschäftigt? Also wie genau wird der dann? Also wo lassen die den gären? Fressen / trinken die einfach nur dann das Gegorene? Wie lang muss das gären, dass es noch genießbar ist? Weil ich meine, sonst sind sie einfach nur schimmelnde Früchte, das Essen, oder? Ja, Klär mir auf. das ist ein Brotwein. Der sogenannte Brotwein wurde nicht nur in den Gefängnissen in der DDR, sondern auch in einigen neuen NVA hergestellt. NVA? Ist nicht JVA, aber wurscht. Justizvollzug, was ist das? Ja. Wie der Name es andeutet, besteht Brotwein aus gezupftem Mischbrot mit Wasser, das zur Gärung gebracht wird. Das Getränk hat meistens einen Alkoholgehalt von 10-11%. Das Getränk ist bekannt für seinen üblen Geruch. Es ist nicht zu verwechseln mit einem ähnlichen, in Russland bekannten Getränk, Kwas. Quas. Ja. Woraus besteht Quas? Steht das auch da? Genau. Ja, das war jetzt der Brotwein, dann gibt es einen Pfiffi, einen Knastwein. In Deutschland wird für die Herstellung von Knastwein bzw. Pfiffi eine Mischung aus Fruchtsaft, Zucker, Brot und Hefe verwendet. Pfiffi ist neben dem Eimerrauchen in vielen deutschen Haftanstalten stark verbreitet. Jetzt musst du wiederum wissen, was Eimerrauchen Ja, ist. ist verlinkt, ich schau noch. Aha. Ja, es wäre ein Bong. So schaut das aus. Also wie wenn du am See mit der Flaschen rauchst, quasi. Ein Eimer ist ein Ach so, weil sie halt einfach keine Rauchutensil, Pfeifen oder sonst irgendwas haben. das vornehmlich den Konsum THC-haltiger Drogen wie Haschisch oder Marihuana dient. Ja, in der klassischen Form besteht die Konstruktion aus einem mit Wasser gefüllten Eimer und einer bodenlosen Flasche, über die das Rauchmaterial inhaliert wird. Also Haben die keinen Apfel? Was nicht? Das Geilste auf der ganzen Welt. Apfelbong. Ja. Ja. Ich
meine, ich kiff nicht gerne, aber ich würde gerne mal aus einer Apfelbahn kiffen. Hast Habe du ich nie nie? gemacht. Ah, Nein, okay. du hast mir das einmal gezeigt. Ja. Warst total begeistert und ich habe die Begeisterung sofort geteilt. Ich bin mir sogar nicht einmal sicher, ob du es mal live gezeigt hast oder nur ein Beutel von deiner Apfelbahn. Das glaube ich, hat dir der Ding gezeigt, wie es geht, oder? Der Chris oder der Kiste? Ich hätte gemeint, der Kiste, aber. Oder bist du selber drauf gekommen? Nein, glaube ich, das hat mir irgendjemand gesagt, ja. So viel Genialität. Klug, ja. Vor allem, du kannst ja weiter treiben. Du kannst jetzt eine Birnenbon auch machen. Ja. Wassermelonenbon. Ich habe auch sofort einen. Ja. Oder Kürbisbon, wenn sie es halt richtig fett haben. Ich glaube, durch die Wassermelone kannst du schön kühl werden, der Rauch. Aber Ja. du musst halt erst einmal so ein langes Ding hinkriegen. Ja, das ist ein Riesenproblem. Vielleicht stell dir mal vor, der raucht hat das dann auch nicht mehr, so ein bisschen den wassermelonigen Ding. Ja. Ja, Mal schauen. Kann man einfach aus einer Shisha kiffen wahrscheinlich, aber Ja, es hat nicht so viel Stil. nein, ganz und gar nicht. Ja, aber jetzt ist ja Advent, vielleicht ein Platzhalbon machen. Das wiederum war ich sofort dabei. Ja. Was ist passiert die Woche? Wir haben unsere College-Jacken endlich gekriegt. Sie sind unterwegs zu den Leuten. Stimmt, ja. Da haben wir einige wütende E-Mails gekriegt. Ja. Zwei, glaube ich. Ja, Dann kommt meine College-Jacke, ich habe sie noch im September bestellt. Ja, was ist denn da gestanden, Liefertermin? Hä? November, Anfang November. Und wann jetzt habt kommt ihr's? ihr mit dieser Scheiße daher. Ja, Mitte Dezember, können wir nichts dafür. Ja, soll ich es selber nehmen? Ja. Damit der Herr und die Dame ja auch schnell genug kriegen, weil uns sind die Hände gebunden gewesen. Ja. Wisst ihr, wo das hergestellt wird? Ja, möchtet ihr gar nicht wissen. Nein. Nein, alles, was in unserer Macht liegende, wow, Alles, alles, was was in unserer Macht gelegen ist, haben wir darauf verwendet, dass es zumindest nicht in der billigsten Umständen hergestellt wird. Deswegen ist das Ding also scheiß teuer. Ja. Und jetzt passt auf, wir haben intern einige Diskussionen darüber geführt, für wie viel Geld wir euch diese Jacken zur Verfügung stellen, weil eigentlich jeder wirtschaftliche oder jeder Unternehmer da sagen, diese Jacken muss er für 250 Euro Ja. verkaufen. Was machen wir? Wir wollen, dass so viele Leute wie möglich die Chance auf so eine Jacken haben. Deswegen haben wir es so günstig verscherbelt. Gern geschehen. Ja. War geil im Backstage. Ja. Wie viele Jacken? Ich glaube 12 Jacken einfach mal mitgenommen, um es auszuprobieren. Weg. Ja. Sofort weg. So krass. War schön, als man dann von der Bühne gesehen hat, einen Haufen College-Jacken schon. Ja. Also 12. Ja. Ja, ein paar haben wir vorher schon gehabt. Der Lotus hat seine auch gehabt. Ah, echt, oder? Ja. Ah. Aber die haben wir mitgebracht, oder? Ja. Aber es haben wir zwei haben sie am Merchstand abgeholt noch, waren auch drei noch. Geil. Ja, nein, das feiert ich schon Ja. sehr. Haben wir ja schon zum Thema der Woche eine Überleitung, das war Okay. das Wort, das ich gesagt habe. Ja, das Highlight Backstage steht da. Wie war's? Was Im gibt es für Backstage. Anekdoten? Backstage war sehr geil. Ja. Also ich muss auch nochmal Shoutout an unsere 9 Bandmitglieder, an Hirs und an Mike, also $1 Million Hirs und an Mike O'Reilly. Ja, Bringen sehr, sehr gute Energie in diese Band. Also Ja. war schon immer gute Energie da, aber die sind so, die freuen sich so enthusiastisch. richtig. Ja, die Ja, haben noch dieses Feuer in sich. ja, Das, die kommen, ja genau, das was bei uns halt vor 15 Jahren ausgegangen ist. ja, Nein, sind dann, also war so geil, hier als Bandprobe. Und dann sagt er, Tobi, bist du schon aufgeregt wegen Samstag? Und dann sage ich, nein, ich freue mich brutal auf Samstag. Ich bin in Konzerten Ja. nicht aufgeregt. Aufgrund maßloser Selbstüberschätzung. Und er sagt, ja, er muss jetzt sagen, er hat sich heute in der Arbeit gar nicht konzentrieren können, weil er sich Ja. so auf Bandprobe gefreut Ja, hat. das ist Und ich schön, mir, was ja. für ein geiler Typ, Ja. oder? Also mal ganz ehrlich. Und allgemein stecken da richtig viel Energie rein. Ja. Mit Proben ohne uns, habe ich noch nie gehört, sowas. Ja. Hier der Mike die ganze Zeit hier so Fingerübungen, gell? Ja. Der darf da meiner Alten nicht so nahe kommen, gell? Weil ich denke, haha, du So die Drecksack. Tintenfischfinger, ja. War brutal. Ja, und das haben sie auch relativ gut, und nicht nur relativ, sehr gut auf die Bühne übertragen, diesen Enthusiasmus. Sehr viel Lob gekriegt dafür, dass wir jetzt mit Band spielen. Ja. Mike bringt natürlich auch noch die gesangliche Komponente mit rein, Ja. was mir natürlich brutal auf den Sack geht, weil ich kann es nicht leiden, wenn jetzt nur ein Dritter ist, der jeden dritten Ton trifft. Ja. In der Band ist das nagt enorm an meinem Selbstbewusstsein. Ja. Dann ist er auch noch, mein Gott, ich glaube, ich habe das letzte nicht nachgemessen, aber ich glaube 3 cm größer Ja. als ich und 1 cm größer wie du. Ja. Und ich weiß nicht, sieht man auf der Bühne wahrscheinlich gar nicht. Ja. Und ja, wie gesagt, das fuckt mich natürlich ab, aber ich kann ihn nur, weil er besser ist, wie wir nicht rausschmeißen, Nein. oder? Also doch, kann man eigentlich schon. Ja, wir haben die Hoheitsgewalt, oder wie man sagt. Ja, das holen wir uns einmal einen Ja, kleinen lassen wir Fetten. es zittern. Ja, das sagen, ja. Ja.
Nein, hat richtig Spaß gemacht. Auch davor war Backstage ist halt immer so unser Abschlusskonzert. Das wird also mehr als Heimspiel am ersten bezeichnen. Einfach weil die Leute es gewohnt sind, nach Minga zum Fahren, auch aus unseren Gefilden und von überall. Und ja, die Leute waren einfach mega motiviert. Die haben auch bei der Vorband, bei Tom Joe und bei den Gletscherguys haben die schon massiv mitgemacht, waren richtig on fire, sind da schon gesprungen und haben da schon mitgeklatscht. Und ja, Also allgemein finde ich auch die ganze, also alle Leute, die ins Backstage kommen, aber auch die, die uns unterstützen. Wir haben das mal insgesamt mit der Vorband und unserer Band und sage ich mal, die Anhängsel der Plus 1 der Bands, waren wir glaube ich 20 Leute, die da mitgewirkt haben, ja, wo auch alle mitgeholfen haben. Sei es im Merch, sei es im anderen Segel, Aufbauen, Shotgirls, ja. Aufbauen, Bier saufen, Ja. brauchst du auch irgendwie Support, Auto ausräumen, Ding. Also waren alle mega motiviert, hat ja, mega Spaß gemacht, ultra gute Grundstimmung. ja, Und ja, dann haben wir da einen schönen Auftritt gehabt. Wie gesagt, Tomchow und Gletscherguys auch schon ziemlich abgerissen, haben sich viel Gedanken gemacht. ja, war schön. Auch viel positive Worte dazu gehört. 2, Ja, aber es reicht ja. und eine vernichtende Internetkritik haben wir gekriegt, aber gut. Geil, ja. Fan der Woche, darf ich vorgreifen, Ja, ist die Instagram-Seite Sowas von Live. ja, Sowas von Live hat unseren Auftritt oder unseren Abend bewertet, hat Tom Joe und die Gletscherguys eine 6 von 10 gegeben. Playback nicht getroffen. Hashtag Playback nicht getroffen und Bierkönig-Niveau. Nein, Das kann aber bei uns ja, gestanden das war sein. bei uns. Ja. Das war okay. Bierkönig hat mehr Niveau. Ah, Ja, also wir haben eine 7 von 10 gekriegt, weil Bierkönig hat mehr Niveau, Saufgelage, ja, Jägerschutz. Jägerbomb. Er hat nämlich keine richtige Kritik geschrieben, sondern hat nur Hashtags gemacht, was mich Ja. irgendwie massiv aggressiv macht. Was mich aber auch sehr verwirrt ist, ich bin ein bisschen in seinem Profil rumgescrollt und er hat auch Ballermann-Sänger Ja, Easy bewertet. Glück hat 10 von 10 Alle gekriegt. Ballermann-Sänger haben 10 von 10. Gut. Ja, der hat ja gesagt, die haben mehr Niveau. Stimmt, ja. Also passt schon. Na, und die treffen das Playback Die wahrscheinlich. treffen das Playback wahrscheinlich besser als die Gletscherguys und Tom Joe. Na, Ja, also wie gesagt, danke für die Kritik. Hat uns schon viel bedeutet auch. ja, Schaust nächstes Jahr nochmal vorbei im Backstage und vielleicht sind wir besser geworden. Wahrscheinlich aber nicht. Sondern um einiges schlecht. Zur Band hat er auch nichts gesagt. na, er hat uns vorher wahrscheinlich noch nicht gehört. Nein, aber hat 40 Stories von uns hochgeladen. Ja, Und es werden jetzt alle seine 332 Follower oder was ich gesehen habe. na, Singen und uns nicht mehr besuchen, denke ich mal. na. Kennst du laut.de? Ich glaube, dass die, also ich habe auch schon ein paar Kritiken, ich weiß nicht, ob es nur, wenn dann lese ich mir Deutschrap-Sachen durch, und ich glaube, dass die sterben, wenn die mal ein positives Wort über irgendein Echt, Album oder? sagen. Ja, also ich habe da noch nie von denen was Positives gelesen. Okay. Ja, Also wie wenn ich Milchshakes ja, rezensieren würde. Okay. wahrscheinlich, ja. Oder du Gebäck. Ja, ja, was war Anekdoten? Mei, eigentlich sowas wirklich Wildes ist nicht passiert eigentlich, oder? Also das danach war eigentlich ganz. Also wir hätten das mal die Bandwohnung gehabt, im Endeffekt haben dann nur 2 von uns da geschlafen, weil wir anderen uns so brutal ins Jenseits gesoffen haben, dass du denkst, leck mich am Arsch. Wir sind danach, weil wo geht's immer danach hin? Weil es einfach Nager. in die Nager. Du musst in die Nachgalerie rein. Ja. Da hat es dann schon den ersten kleinen Eklat gegeben, weil einer, der bei uns nicht auf der Gästeliste, sondern der Teil, das war der Bruder von von den unserer Gletscherguys. Vorband. Vor allem, ja. Und hat übrigens ein bisschen ausgeschaut wie der Andrew Tate, möchte ich also sagen. Und der hat natürlich auch schon ein wenig was getrunken gehabt, und wir sind in die Nager um wie viel, 2, 3, keine Ahnung, 2, sagen wir mal 2, ja, zwei, glaube ich. in den Nager reingesteuert. Nachdem wir davor erst einmal noch im Metal-Bereich waren. Ja, Darf man auch nicht vergessen, war auch ganz geil. ja, Und ich nenne ihn jetzt einfach Andrew Tate. Der Andrew Tate hat halt unser Artist-Bundle noch dran gehabt, weil er das gekriegt hat. Und er hat gesagt, jetzt schau dir mal, ob er mit dem Bundle da reinkommt. Und die wollten nur sagen, ich glaube nicht. Und dann läuft er so durch. So, schau mal. Was ist passiert? er ist nicht reingekommen. Er ist nicht reingekommen und hat für diesen Abend Hausverbot gekriegt. Ja, Und also, die waren aber auch frustriert, muss man Ja, dazu ich sagen. find, Also das ist, also klar, im Endeffekt ist es ähnlich, weil wenn du aus einem Laden klaust, wenn man es jetzt mal übertragt. ja,
Aber es war doch einfach ein Besoffener, der ein klein bisschen Spaß gemacht hat. Ja. Und ja, keine Ahnung. Ich bin ein bisschen nachgekommen und Ja. hab dann draußen diskutiert und ich habe gar nicht gewusst, um was das geht. Hab nur Ja. gesehen, dass der Georg draußen gestanden ist auch und versucht hat. Dann habe ich gedacht, vielleicht kriege ich es mit meinem Charme hier und bin mir noch nicht so besoffen vorgekommen. Dann habe ich gesagt, mei, was hat er dann gemacht? Was hat er wieder angestellt, der Bub? Ja, sag ich, wenn ich auf einmal aufpasst drin, dann können wir mit einnehmen, wir sind jetzt zu 8 da und er war der Einzige. Und nein, nö. Ja, was mit ihrer geredet, Nein, oder? da waren nur die Türsteher da. Und dann haben sie gesagt, ja, sie können nichts machen, wenn die drin sagen. Und dann ist die Tussi nochmal rausgekommen extra. Und dann hat sie gesagt, ja, jetzt hat's ja, ich glaube, sie hat von dir geredet, jetzt hat's ja sogar zugegeben, dass es probiert habt oder irgendwie sowas hat sie dann gesagt. Und ja, Ja, das aber- ist Erschleichung. Ja, Und dann ja. habe ich gesagt, oh. Ja. Ich meine, das ist die Nachtgalerie, die war halb leer. Ich bin Ja. so froh, wenn da noch einer kommt und noch 2 Euro ausgibt in Schon, einem ja. Bumsland. Also, Ja, nein, die war einfach hardcore frustriert. ja. Ich habe was anderes gesagt. Ich hab nicht gesagt, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich habe auch versucht, eben sie nochmal zu überzeugen, Ja. aber hat scheinbar nicht geholfen. Ja, das war wahrscheinlich eine Hardcore-Lesbe, dass die uns Ja, widerstehen das können. habe ich mich auch gefragt. Dann sag ich, was ist denn los? Ja. Bist du blind? Hab Ja. ich gedacht, weißt du überhaupt, wer wir sind? Ja. Habe ich gedacht, okay, aber die wird Ja. das erste Mal seit Jahren Hätte ich vielleicht rausgekommen alles sein. Karriere Hämmerl gehabt, wäre ja bald der Schimmer gewesen. Das stimmt, ja. Ja. Nur zu viel Bart, aber so. Und der Rest war schon eine Ja. hübsche Lesbe. War, Eine Art von Lesben gibt es im als wir vorher im Ding waren, sag gleich, in Metal-Bereich. dem Metal-Bereich. Ich mag Metal, Ja. war irgendwie witzig. Das Einzige, es hat einen Typen gegeben. Und der hat mich, der hat mich einfach aufgeregt. Kennst du diese Leute? Der war über und über tätowiert, hat hinten so ein Pseudo-Wikinger-Ding gehabt Okay. und ist immer durch die Menge, also nie an uns vorbei, immer durch die Menge gegangen und hat jeden geschubst. Okay. Immer so gegangen. Der war groß und Ja. war trainiert, aber ich denke mal, okay, kommst einfach an irgendjemanden, der sagen wir, ein bisschen mehr Ahnung hat wie du, dann boxt er die halt einfach um und Ja. ich hasse solche Menschen. Aber gut. Ja, nein, ich fand's, also ich höre Metal hergern, aber in dem Moment fand ich es irgendwie anstrengend. Also es war irgendwie nicht so, Ja, das sind wir auch schon nach 2 Bier gegangen, ja, glaube ich. ich bin vorher schon gegangen, Also so. bin dann ins Backstage geguckt. Ah, okay. Ja, und da war noch eine andere Metal-Party. Ja, du meinst du die Metal-Party oder diese Ja, weiß nicht, was die, das die war. Themenparty? Ja, die war richtig unsympathisch. Das waren richtige Arschlöcher. Ja. Wir sind da reingekommen, ich glaube mit den Gletschergeist war ich kurz da. Mhm. Und dann stellt sich einer von den Gletschergeist, wir haben uns halt schon an den Rand gestellt. Ja. Und dann kommt eine, die halt auch komplett auftupiert war, richtig Ja. dumm ausgeschaut und sagt, da würde ich lieber nicht stehen. Und hat dann so tanzen angefangen. Und hat dann mit ihrem Stecher hat's dann getanzt. Mhm. Und ihrer Meinung nach war das wahrscheinlich brutal fancy, was sie da gemacht haben. Aber ja, nein, das war jetzt auch nicht so. Das nicht so cool gefunden. Ja. Ja, Backstage. Dann, Aber ich muss auch nein, was sagen, diesmal ja. hat der DJ tausendmal besser aufgelegt wie beim letzten Mal. wo? Im Backstage in unserem Bereich. Weil Ach so, das ja. war nachher ein DJ. Und der letzte Mal hat er so schlecht aufgelegt, dass ich glaube innerhalb von 30 Sekunden alle Leute weg waren. Ja, Und stimmt. diesmal hat er sich, glaube ich, also ein bisschen ans Sauf-Motto gehalten, sage ich mal. Aber ich habe das immer so in Erinnerung, dass die danach eigentlich direkt raus müssen. Nein, also Und wer da ist, dann, also, wer da ist, darf, also wer ein Konzert angeschaut hat, darf drin bleiben und die anderen müssen nochmal, glaube ich, Eintritt zahlen oder so. okay, aber 3 Euro oder so. Ja. Okay. Ja, nein, diesmal waren wirklich nur ein paar da, das stimmt. Und die Musik war richtig, war solide. Ja. Kannst gar nichts Saufbar, sagen. ja. Saufbar, ja. Ja, nach der Nage, die Nage hat sich dann ziemlich lang gezogen. Ich weiß nicht, wann du im Bett warst. Du bist ja auch relativ lang geblieben. Ich glaube, um 5:30 oder so. Ja, und ich wollte halt noch mit dem Zug heimfahren. Und ja, ich erzähle einfach die Kurzfassung, weil so spannend ist gar nicht der Film. Wir sind auf einmal zu einer Gruppe gekommen und es waren Münchner, aber halt Münchner Preisen. Wir haben mit denen geredet und dann fragen sie mich so, was ist denn das für ein Dialekt? Aber eigentlich auf lustig, eigentlich wahnsinnig aggressiv. Ja. Was ist denn das für ein Dialekt? Dann sage ich, das sind aus States, also 60 Kilometer weg von hier. Nee, echt? Ihr klingt eigentlich mehr wie Österreicher. Dann sage ich, das ist bayerisch. Ja, vor Einfach allem, nur. das komplette Münchner Umland hat ja ungefähr unseren Dialekt. Also, das war schon ein bisschen frech. ja. Und dann sag ich, ja, klingt, und dann hat einer gesagt, ja, klingt so ein bisschen wie Schluchtenscheiße. So hat er aus Gaudi gesagt, ich glaube, Ja. er wollte einfach nur sagen, dass er das Wort Schluchtenscheiße kennt. Ja. Und dann kommen von hinten 2 Typen, einer, sage ich mal, Ende 40, Ja. der andere Ende 50. Und einer ausgeschaut wie der
wie ein Bass, nur nicht so aufpumpt. Ja. Einfach nur das Gesicht hat ausgeschaut wie der Bass. Ja, was Schluchtenscheißer? Schluchtenscheißer sagt man nicht. Das ist eine Beleidigung. Entschuldig dich bei denen. Ich sag, ist cool. Die haben das nicht beleidigend gemeint. Und Ja. wir sind auch keine Österreicher. Nee, die sollen sich jetzt entschuldigen. Also, die waren einfach nur auf Streit aus. Ja. Und dann hat der eine, der ausschaut wie ein Bass, erst einmal ewig lang Sabrina angebaggert. Und auch ganz richtig sympathisch, so dritte Person. Das ist deine. Sag ich, nein, die. Frei. Hier, auf alle Fälle. Die Preisverhandlung dann kannst du, ja, hier, wir können schon reden drüber, aber kannst du sehr, sehr gern. Ja. Sehr, sehr gern haben. Und so, ja, und dann komplett Fokus verändert, Time. Und dann wollte er mir seine Autos angeben. Und ich interessiere mich auch null, also auch von mir, und ich interessiere mich auch null für Autos, wie du weißt. Und dann zeigt er mir seine Autos und zeigt er mir sein Porsche Cayenne. Und ich halte nicht viel von einem Porsche Cayenne und das habe ich ihm auch relativ deutlich gesagt. Also das ist für mich halt ein Auto, das fahren weiße Frauen Mitte 50, die einen neureichen Mann haben. Ja. Das ist für mich ein Porsche Cayenne. Nee, der ist richtig gut. Hat mir 1000 Fotos gezeigt. Und ja, soll ich ihn dir zeigen? Dann sage ich, passt schon. Also ich kann euch heimfahren. Dann sage ich, na, das ist cool. Ja, aber ich zeige ihn dir. Ich kann euch ja zumindest zum Hauptbahnhof fahren. Und ich dachte, mein Gott, bevor jetzt, ich weiß nicht, wie lange gehen wir zum Hauptbahnhof, eine halbe Stunde schon Ja, fast. wahrscheinlich, ja. Und ich gedacht, ja, gut. Was hier so weil ich war selber ja latentstramm, also nicht nur so ein bisschen, sondern so leck mich am Arsch. Ja. Und dann war hier natürlich die Entscheidung, ist der vielleicht auch besoffen? Und hier so die Entscheidung, magst du zu Fuß gehen? Und dann habe ich gedacht, mag ich nicht. Haben wir seinen Porsche Cayenne angeschaut. Ja. Cheyenne. Cheyenne, Entschuldigung, tut mir leid. War ein schöner Porsche Cayenne, muss man ihm lassen. Das ist der Geländewagen, oder? Von Porsche, oder? Ja. Also SUV. Also der Herr, ja. Ich weiß nicht, ob der fürs Gelände ausgelegt ist, aber ja. Ja, und dann zum HW, ich kann dich nach Tölz fahren, das ist kein Problem. Sag ich, nein, gar keinen Fall. Hauptbahnhof, warm gefahren, irgendwann dann um 8 Uhr, Viertel nach 8 Uhr daheim gewesen, Ja. tot gewesen. Ja. Ende des Abends. Ja. Ja, nein. Das war mein Abend. Aber ich habe auch, man muss aus dem Bandhaus, muss man dazu sagen, um 10 Uhr raus. Ja. Und der Kitty hat sich ein Hotelchen gegönnt, aus eben diesem Grund. Nein, ich habe nicht gewusst, dass wir um 10 Achso, Uhr nein, raus müssen. beziehungsweise, Ich habe gedacht, dass wir zu früh sind. Ja, eigentlich stimmt, eigentlich war das alles schon voll gewesen. Ja. Und dann haben wir halt einfach, dann habe ich eigentlich von vornherein gesagt, gut, dann fahre ich heim. Ja. Und der Kitty hat gesagt, er nimmt sich dann ein Hotel, damit die Band da schlafen. Und im Endeffekt sind dann alle heimgefahren, weil krank und Ding und das. Ja. Die 140 Euro haben sich gelohnt. Ja, das glaube ich. Ja. Wieder, also sehr unhöflicher Typ an der Rezeption gewesen. Da steht 24-Stunden-Rezeption. Ich komme um 1, wollte mir Zeit holen, vorsichtshalber, mir gedacht, mach es lieber jetzt. Und dann sagte er, ja, du hast nicht gesagt, dass ihr so spät kommt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe zur 24-Stunden-Rezeption, warum soll ich dann vorher Bescheid sagen? Steht da nirgendwo. Ja, nee, er hat seine Buchhaltung für heute schon gemacht. Dann sage ich, ja. Und da wirst du ja festgestellt haben, dass ich das Hotelzimmer schon Zeit habe. Ja. Dann hat er gesagt, ja, ich muss das jetzt erst wieder einbuchen. Und dann habe ich da 25 Minuten warten müssen, bis der das verschissene Hotelzimmer wieder einbucht Und deshalb, weil du schon längst in der Nagersee jetzt Ja, schon, ja. Und da waren auch so, was ja eigentlich nicht störend ist, aber da waren richtig viel besoffene Typen. Ich habe nichts zum Saufen gehabt. Habe Das ist ein Albtraum. denen beim Saufen zuschauen müssen. Habe dann erst danach gesehen, dass auf dem Weg zu meinem Zimmer so ein Kühlschrank gewesen war. Ja. Vor allem stell dir mal vor, du verlierst in der Zeit dein Buß. Ja. Also du wärst natürlich nicht nüchtern, aber du verlierst das so hoch. Ja, ich bin an dem Tag eh nicht so hundertprozentig besoffen worden. Ich schon. Ja, na, jetzt irgendwie, Komisch. ja, Aber gibt manchmal so Tage. ja, vielleicht war es die Autofahrhalbe, die ich nicht gehabt habe. Die geht ab. Da habe ich dann anscheinend, wirklich ab. ja, ja. Ja, auf jeden Fall dann in den Lager zurückgesprintet, dann waren wir ja da, wo wir gesagt haben, ihr versucht den einen und dann noch drin einfach noch ein paar. Gesprudelt. Immer wieder massiv überrascht für die billigen Getränkepreise. So geil. Ja, ich habe also von Huber für mich ein Mischgetränk bestellt und dann sagt sie 9 Euro. Dann sage ich,
Ich habe 2 bestellt. Das ist, Das ist ja, nee, das passt schon. Ist Du okay. fragst dich auch wirklich jedes Mal. Ja, Ein Fan war noch da, der war so brutal besoffen. Ja. Der hat dann darauf bestanden, mir alles zum Stellen. Auf einmal steht er da, hat 10 Rüschel bestellt. Okay. Dann sage ich, mit wem bist du denn? Naja. ja. Dann sage ich, hä? Was? Ja. Ja, das kann es dann auch noch geben. Der hat wirklich auch gar nicht mehr reden können, auch gar nicht mehr gehen können. Ja. Aber Rüschel bestellen hat er noch können. Ja, ich bin auch einmal in der Bar gestanden und dann war einer da und es ist ja, also was heißt, ich rechne damit, aber es überrascht mich nicht, wenn wir in die Nachgalerie gingen am Konzert von uns und jemand erkennt uns. Ja, Also genau, das das wird- ist so. Und er sagt, du bist von Los Brutalos, oder? Dann sage ich, ja. Ah, okay, was machst denn du so? Okay. Der war halt nicht auf unserem Konzert. Ist da nicht das gleiche letztens noch? Also entweder du Ja, verwechselst nein, gerade das was war oder das ist beides. schon zweimal was. Okay, Ja. wo war das andere Das noch? andere im Hexenhäusl. Ah, ja, Der- stimmt, Der, ja. und der hat dann gesagt, ja, was macht ihr da? Also wir sind aus Dachau, sind jetzt zum Saufen da und dann ist der Späßel gekommen, oh, ich wollte unbedingt die Jägermeistermützen haben und jetzt habe ich 15 Jägermeister bestellen müssen. Und dann waren die aber auch nur zu viert. Mhm. Und dann, ja, das magst du mitsaufen? Und dann habe ich da 2 Jägermeister mitgesoffen, aber dann ist er angestanden tatsächlich. Dann habe ich gesagt, nein, danke, jetzt will ich keinen mehr. Ich glaube, der Harry hat noch einen getrunken und der Huber voll. Aber, ja, Ja, an dem Abend war ich halt auch wirklich ich war mal wieder so richtig in Laune, dass ich mich komplett zugrunde richte. Ja. Weil normalerweise verzichte ich ja danach auf den Schnaps, damit ich mich halt besser, ja, damit ich halt einfach check, wie besoffen ich bin. Aber Ja. da war ich halt dann schnell ich war in einem sehr lustigen Modus, habe ich gesagt. Ich war zum Beispiel, ich weiß nicht, was ich an dem Tag gehabt habe, ich provoziere Leute dann gerne aber auf lustige, höfliche Art und Ja. Weise. Zum du Beispiel Hurensohn! war ich halt pissen. Ja, genau. War ich halt pissen. Haben wir schon oft genug darüber geredet. Ja. Und es waren sehr viele Leute gerade pissen. Ja. Und die haben sich halt alle angestellt, um sich die Hände zu waschen, was ich schon crazy Ja. gefunden habe. Typisch München. Ja, die sind so schwul. Und dann stehe ich halt hinten und sage, ich will kurz vor dir, die müssen wir nur kurz die Hände waschen. Ja. Und es hat funktioniert, sie haben mich wieder alle, ich habe mir jeden Einzelnen gefragt, ja, klar. Und dann stehe ich beim Händewaschen und sage, ich muss eigentlich auch nur kurz Hände waschen. Ich sage, ja, und? Sorry. Ja. Punkt 1. Und Punkt 2, es hat so einen VIP-Bereich. Es ist eigentlich kein VIP-Bereich, aber wenn du ganz hinten in den Nager gehst, ist da so ein halb abgespartes Ding. Aber da ist auch nochmal ein Bar um. Ja. Das Bereich, da kann jeder hin. Darf Ja. auch immer jeder hin. Ich weiß nicht, ob es für besondere Veranstaltungen anders ist. Gehe ich hoch mit dem, ich glaube mit dem Kili Ja. von den Gletschergeist. Und gehe auf und sage, schau mal, weil da waren so ein paar Typen gestanden und ich habe gesagt, sollen wir die weggeschickt? Aber was Gaudi. Und gehen wir so hin zu denen. Ich habe gesagt, Kili ist das erste und ich gesagt, Freunde, es tut mir leid, aber ihr müsst da jetzt leider gehen, das ist privat. Das ist VIP-Bereich hier. Ich sag, ja, wer sagt das? Und dann hat er so sein Bundle gezeigt. Und dann ist er zu mir gekommen, der andere, und ich sag, ja, wie muss ich sagen? Es tut mir leid. Ja. Wir machen die Ich habe gesagt, Regeln ihr nicht. könnt jetzt noch, theoretisch könnt ihr es auch noch ausdringen, aber dann müsst ihr halt runter. Unten ist ja genug Platz. Das oben war komplett frei, da war gar nichts. Und dann sind sie fahrt gegangen und das war halt doppelt lustig, weil wir direkt mitgegangen sind. Und ja, ich weiß nicht. Ich sage, ich war lustig drauf. Gibt's heutzutage, ja. Ja. Ist auch gut, wenn es die Leute dann mit Humor nehmen. Ja. So ein kleiner Spaß Was man ja. darfst du schon mal erlauben. Vor alle 4 Backstage-Auftritten, wie rankst du den letzten? Also Den jetzt auch. Ja. Also das ist für mich sehr weit oben mit Ja. Band und weil einfach wenig schief gelaufen ist. Ja. Ich habe das davor angenehm gefunden, Ja. aber ich glaube trotzdem, dass aus irgendeinem Grund, also der erste war auch besonders, der erste war sehr besonders im Club, also im ganz kleinen. Ja. Ich weiß nicht warum, weil das für uns also eigentlich für uns war es schon besonders, dass man ein Ding so kommt, das war glaube ich auch ausverkauft Ja. und das war schon geil für uns. Ja, da war es so krass, weil da halt so Die-Hard-Fans da waren, die, Ja. wo auch die Sachen mitgerappt haben und nicht nur die Refrains. Ja. Da gab es auch das Pogen und so, waren da nicht so verbreitet. Die waren einfach nur da und haben alles mitgerappt. Da haben wir war auch noch richtig- haben wir auch die Fans noch gedisst, Ja, genau. was auch witzig war. Ja. Also das war geil, aber ich muss auch sagen, dass mir hat wiederum der zweite, also wo wir das erste Mal in der Halle gespielt haben, Ja. die war ja nicht ausverkauft, aber für Ja. unsere Verhältnisse sehr, da sind wir auch eine Woche davor hochverlegt Ja, worden. genau, ja.
Der ist auch sauweit um, weil ich weiß nicht, den habe ich richtig gefeiert. Ja. Den habe ich schlecht in Erinnerung, weil da haben die Leute, am Anfang waren die relativ träge, weil da so ein Ballermann-DJ aufgelegt hat und die ganze Zeit einen nach dem anderen rausgehauen hat. Also mir hat der letztes Jahr am wenigsten gefallen. Okay. Also da waren die Leute zwar gut drauf, aber mir Ja. hat das davor keinen Spaß gemacht, weil da eben da die Tontechniker so lustlos waren. Ja, Und ich finde auch auf der Bühne haben ein paar Sachen und die Gastauftritte, da waren nicht alle so wahnsinnig clean. ja, Also mir hat der davor, wo dann auch der Schöttl da war, also der Tom, ja, und auch der Lina gekommen ist zum ersten Mal, Ja. habe ich irgendwie, der hat mir der ganze Vibe und das war das erste Mal, wo wir dann, ich weiß nicht, nein, war nicht das erste Mal, dass wir in den Nager gegangen sind, oder? nein, ich glaube nicht, aber ich kann es nicht Ja, mehr doch, sagen. ich glaube schon. Ich glaube, dass wir nach dem ersten gar nicht so, ich glaube, das war das erste Mal, Ja. aber ich bin mir nicht zu 1000% Ja, sicher. Also den mag ich auf jeden Fall lieber. Also den letztes Jahr, das ist für mich vom Vibe her am weitesten unten rankt. na, Bei dir dann der vorletzte. ja, Okay. aber also sagt so. Also da weiß ich nicht mehr so viel vom zweiten. Ich weiß nur, dass am Anfang hat es sehr, sehr anstrengend angefühlt. Habe ich gar nicht mehr in Erinnerung. Ja. Ich glaub, wahrscheinlich habe ich das verdrängt dann. Ja, Denke ich aber mal. für die Leute war es letztes Jahr am nervigsten, ja. Insgesamt. Aber war heuer alles toll. Also letztes Jahr war halt so null entspannt. Ja. Da sind wir angekommen, haben glaube ich 1,5 Stunden Soundcheck gemacht oder 2 Ja, und dann ist es einfach nur noch eng geworden. ja, Also das war irgendwie, ich weiß nicht, wir haben uns kein bisschen hinhocken können und griebig saufen wir können. haben nichts gegessen, glaube ich, an dem Tag. Oder nur kurz. Also Ja. auf jeden Fall alles. Ja, also alles irgendwie sehr- reingeschaufelt. Ja, ja gut, das wir haben einen Patrick dabei gehabt, also der weiß ja mittlerweile schon grob. Ja, Also es ist schnell gegangen dann. ja, Ja, und das haben wir sogar noch hat Vorband auch noch Soundcheck gemacht, das hat man davor gar nicht. stimmt. Ja. Und wir haben Soundcheck mit Ja. Band gemacht, das mal auch noch. Ja, Das musst du mal vorstellen. War. gut. Wer betrunken warst, auf einer Skala von 1 bis 10. Sind wir, okay. Sind wir bis 8. Ja, Also gut, ja, ja, sind wir. Du dann wahrscheinlich 6, 5. ja also wenn ich in der Früh aufgewacht bin, habe ich schon wieder gedacht, okay, alles klar. Aber am Abend selber, Das hat sich halt nicht so angefühlt. nein, also fahren hätte ich da auf jeden Fall noch nicht dürfen, wo ich angefahren bin. Ja. Ich würde jetzt mal sagen, also gefühlt war es ein Vierer. Aber ich schätze, Faktisch wahrscheinlich auch sind wir. na, sind wir 6, oder sind wir ja. Ja. Also dann auch irgendwie war dann alles Gute zum Saufen weg Schon? Ja. Es hat kein Bier mehr gegeben. Ich habe echt viel Schnaps eben gesoffen Ja. und das hat mich dann sehr schnell noch hochgebracht, Ja. weil ich hab dann auch noch einen Becher, den wir vorgemischt haben, das ist so Ja. ich glaube, Jäger mit Cola war sau widerlich, Ja. trotzdem gesoffen. Ja. Okay. Gibt es was zu sagen zum Backstage? Geile Location, Ja. haben für nächstes Jahr schon wieder was im Sinn, Ja. für uns fürs nächste Mal, wenn es dann noch gibt. Ja. Und ja. Genau. Dann kommen wir zu den Los Brutalos Favorites. Böse Onkel-Songs. Wirklich? Gut, da bin ich relativ schnell durch, weil ich einfach nur 5 kenne. Also was ich wahrscheinlich am lautesten mitgrölen kann, war auf Gute Freunde. Ja, das kann ich. Das ist da ja aus mein Favorite. Wir haben noch lange nicht genug. Kenn ich auch. Viva los Dios. Viva los Dios. Kenn ich noch. Mexiko. Mexiko finde ich scheiße. Ja, gefällt mir auch nicht. Ah, den kenne ich noch. Gehasst, verdammt, vergöttert kenne ich noch. Ja, vom Namen. Und Ding halt, weil mein Bruder so ein Die Hard Fan war, das Buch der Erinnerung muss recht sentimental Ja. sein. Naja, was soll's. 5 Fragen. Gold- oder Silberweihnachten? Ist das, wenn man sich denn, also Was check ich nicht. eher nicht bei den Christbaumkugeln oder Also ich bin keine Ahnung. immer rot? Immer gerade auch. Naja. Also insgesamt, Oder ist das eine Umschreibung, ob mit Schnee oder ohne, weil aber das glaube ich nicht. Aber na, ich glaube schon von der Deko her, oder? Also ich finde, also eigentlich ist Gold für mich ein bisschen weihnachtlicher, Ja, es aber im wärmer. persönlichen mag ich Schmuck eher drüber. ja, Aber ich darf mir da gern die ausschließen, einfach rot. Ja. Weil rot ist ein ja, geiles. rot und gold. Was ich Also ein richtig Mix. dick habe, sind bunte Weihnachtslichter. Ja. Der komplett bunt. Also Ja. rot ist schon erlaubt, aber wenn dann gelb, blau, orange Ding und überall leicht, dann bin ich bei Amis. Nein, ich mag schon lieber die normalen, Warmen. das warme, Ja. warme Gelb. Dann eben schön rot, ein bisschen Gold. Ja, genau. Vielleicht mal so eine kleine Strohfigur. Die kannst du machen. Kannst du machen. Definitiv. Also ein Viele kleines Naturelemente, Holzschaukelpferd, genau. ja. Viele Naturelemente rein und dann Ja. ist das ein Gemeindewiesen. So, ja. Ich
hänge gern Sachen an den Weihnachtsbaum, aber es gibt für mich fast nichts Schlimmeres, wie einen Weihnachtsbaum abzuschmücken. Das mache ich immer nie. Okay, ja, da Aber, kriege ich ja, aber richtige ich Hasskicks. hasse auch ehrlich gesagt einen Weihnachtsbaum zuschmücken. Also das Also- macht mir auch keinen Spaß. Ich finde die Kugeln gängen, Ketten Albtraum, weil die ist genauso drin, wie ich das letzte Jahr reingelegt habe. Und zwar, als hätte ich eine Viertelstunde damit gerasselt. Ja, richtig, ja. Also weiß der Katz, die gerade die Kontrolle über sich verloren hat. Wie lang, Hand aufs Herz, Kid-Rap, wie lang steht dein Weihnachtsbaum vor der Tür? Wann entzogst du den Christbaum? Meistens habe ich glaube, letztes Jahr das erste Mal einen gehabt, tatsächlich, privat. Ich habe meinen das letzte Mal im November entzogen. Okay. Also, Er ist am Speicher gestanden. ja gut, ich hau den einfach im Wald. Ja. Okay. So ehrlich Ja, bin ich. ja, kannst du, ja. Ja, Ja, bei mir jetzt auch Ist wurscht. jetzt ist ja Holz. Safe kommt irgendein Kommentar mit, das kannst du nicht machen, weil. Aber ja, ich habe diesmal einen sauschöner Christbaum. Ja, Nur, dass du das mal gehört bei hast. mir passt dann nicht mehr hin, ich habe keinen Platz dafür. Echt? Holst du keinen? Also wir haben einen kleinen, aber Ja, okay. naja. Ihr müsst den jeweils anderen davon überzeugen, Fahrer zu machen. Wie macht ihr das am geschicktesten? Machst das du das mal, ich mach's beim nächsten Ja, Mal. genau, so hat das auch gesagt, ja. Und ja, je nachdem halt. Jetzt schauen Kommt wir halt auf die mal. Da, Location. Jetzt geht man meistens so und sagen, okay, was aufs Taxi das kosten, Ja. so und so viel. Ja, oft kommt es ein bisschen auf eine Location, hängt von der Zeitpunkt. Location ab, weil manchmal, je nachdem, aus was für eine Richtung wir kommen, macht es Sinn, dass einer einfach Fahrer macht, Ja. weil er dann halt eh noch weiterfahren müsste. Ja. Dann erübrigt sich das Ganze. Und sage ich mal, am selben Abend heimfahren ist eigentlich eh dann relativ selten. Also pass auf, jetzt gehen wir mal weg von den Auftritten, sondern von einem privaten Festel. Da Ja. ist es zu 99% so, dass man gar nicht ausrücken werden, wenn einer Fahrer machen muss. Wenn einer Fahrer machen muss, machen im meisten Fall deklariert man es dann vorher schon als eher Nicht-Saufveranstaltung. Ja. Und Ja, ab und zu, also wenn ich bei so einer Veranstaltung dabei bin, dann weil es halt irgendwie so ein bisschen Pflicht, also wenn ich nicht saufen will, Ja. weil es halt ein Geburtstag oder sowas ist und der ist halt dann wieder unter der Woche oder so und ich habe gerade wieder die Phase, dass ich ja, nur am den Wochenende ganzen, saufe. den ganzen Kladderadatsch. Ja. Ja, Ja. dann mache ich Fahrer, ja. Aber also es gibt schon oft Momente, wo dann so gesagt wird, ja, machst du Fahrer, dann sage ich, kann die hinfahren und dann fahre ich wieder. Ja. Und dann hole ich die wieder. Weil die 4-5 Stunden dazwischen habe ich keinen Bock, Nein. mit euch abzuhängen. Es ist, da muss man ehrlich Ja. sein, weil es ist, ja, ich bin auch immer noch unschlüssig. Es gibt halt so oft Momente, wo du sagst, okay, ich kann 2 halbe trinken. Ja. Und jetzt pass auf, hier im Büro ist es für mich so, oder im Studio, dass ich sage, okay, ich trinke gern richtig griebig 2 halbe Ja. und fahre dann heim. Oder Bandprobe. Genau, da ist es nicht so, das ist dann genau richtig, Ja. weil es einfach gut schmeckt. Und vor, ja, sind wir dann, waren wir ungefähr dann genau 2 Tage in der Woche daheim. Ja, stimmt. Richtig. Aber ich meine, keine wenn man Gigs haben. jetzt auf so eine Veranstaltung geht, da, vor allem die dann auch noch länger geht, da bin ich dann immer überlegen, okay, macht es überhaupt Sinn, ein Bier Ja. zum Trinken? Aber mein Problem ist, ich mag ja dann auch kein Spezi trinken, Ja. wegen die Kalorien. Ja, So ja ich lächerlich. finde, also es ist trotzdem irgendwie gesellig. Ich meine, unser Steuerberater war da, wir haben mit dem 2 halbe gesoffen. Ja, Und war geil. der kommt ja nur deswegen. Ja, Alles, safe, was wir da das gemacht hätte- haben, das das war hätte- ein Telefonat gewesen. 5 Minuten hättest du Ja, halt, ne? schon, ja. Ja, ich hab gut Pizza gegessen. Ja, Wie hast du haben das beigebracht, dass uns das Geld für die Pizza noch schuld? ja das Schreibst du mal kurz die SMS. Ne? ja. Sag ich ja nächste Mal, wenn ich wieder leicht angesoffen Ja. irgendeine Frage stelle. Ja. Ja. Das Verhältnis von mir zu unserem Steuerberater ist folgendes: Ich stelle mir mal Fragen, teilweise recht komplexe und durchdachte Fragen. Er schreibt innerhalb von 10 Minuten sehr ausführlich zurück. Das ist, ich weiß nicht, was ich da habe manchmal. Das ist Ja. so, weil für mich ist das dann abgeschlossen und denke mir, ja, schreibst du schnell Merci und Ding. Ja. Dann habe ich mich sehr oft dabei ertappt, dass ich nicht einmal Merci geschrieben Ja. habe. Weiß nicht, Aber er weiß schon. ja, er kennt uns weiß schon. ja. Also, ich bin eigentlich nicht so ein schlechter Mensch. Nein. Das wollte ich dir nochmal sagen. Ja. Nein, der macht das schon gut. Ja, das ist schon im Griff. Ja. Ja, Jungs, jetzt ist es wieder Zeit werden für die Belege. Sag ich, ja. Langsam, aber sicher. Ja, okay. Ja. Eine Woche vor dem Jahresabschlussgespräch haben ungefähr 300 Belege gefällt. Dann haben der Kid Rapper und die uns endlich mal hingehackt und dann mega genervt rausgesucht und hinterher, ich hab dir das schon geschickt. Und das. Ja. Ja.
Okay, nächste Frage. Wer würde in einem Faustkampf gewinnen, der Weihnachtsmann oder das Christkind? Das ist jetzt Weihnachtsmann. Weihnachtsmann, wahrscheinlich Christkind. einfach der Chris. Der den Jesus einfach totboxen. Ja, schon, ja, die haben ja Weil keinerlei. einfach nur noch Matsch in der Ja, Krippe. der hat null Skills einfach, Nein. musst du einfach sagen. Also Ja. auch keinerlei Superkräfte, oder? Gut, er Der kommt halt Weihnachtsmann oder das beide. Christkindl? Ja, wohl nicht. ja, Christkindl. der Weihnachtsmann kann sich ja dünner machen, Mhm. um durch den Kamin zu kommen, und das Christkindl, der kann Also ich halt, weiß halt nicht, ob, der kommt halt immer wieder. ob der in dem Stadion schon seine Skills hat. Also hat er da schon die Jesus-Superpower. Das weiß ich nicht, ja. Weil wenn nicht, dann Matsch in der Ich finde es Krippe. total schwierig, weil ich habe mir das Christkindl ja immer als vorgestellt wie ein Weihnachtsmann. Mhm. Weil, ja, es wird ja so propagiert auch in die ganzen amerikanischen Filme. Ja. Aber bei uns kommt das Christkindl. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das Christkindl, das kleine Kind, dann meine Geschenke hinlegt. Ja. Also ich bin nicht zufrieden mit, ich weiß noch nicht. Ja. Ja, weißt du, was ich meine? Ja. Ja, bei uns ist es ja nicht der Weihnachtsmann, sondern der Nikolaus. Der kommt ja vorher schon. Ja, genau. Ja. Aber der bringt nur Scheiße. Ja. Die großen Geschenke, das Christkindl braucht. Ja. Und Ja, das macht einfach. Süßigkeiten können wir selber kaufen. Oder Nüsse. Ja. Sag ich, lass die Nüsse raus, Bruder. Lass die Mandarinen raus. Was ist denn das für ein Scheiß? Weißt du, was passiert mit den Mandarinen? Ich sehe mein Nikolaus-Sackerl 4 Monate später irgendwo liegen, und dann sind die einfach so weich, die Dinge. Und dann berühre ich es so Ja. und da Ja, kommen richtig. 180 Obstfliegen raus. Genau, das ist passiert mit deinen Mandarinen, Nicolo. Ja. Ihr müsst euch eine Person aus der Bibel aussuchen, mit der ihr sauft. Wer ist es? Ich da dann Ding nimmer. Kein. Oder ein Abel. Nein, fuck, der Verräter. Wer ist der? Judas. Ein Judas. Ja. Da sag ich, du planst doch Da was. ist Du da hast was doch im Schild, irgendwas ja. da drin. Ja. Ich glaube, der Jesus war brutal nervig. Ich glaube auch, dass das wirklich so ein richtig woker Wichser. Nein, Ja. kann ich da nicht sagen. Nein, Ja, ich glaube, dass der viel zu viel. Ich glaube, der ist zu gerne im Mittelpunkt gestanden. ja, der wollte auch, dass Ja. ihm alle zuhören. Ja. Und dann fragt er mich die ganze Zeit, soll ich von deinem Alkoholismus heilen? Dann sagt er, bloß deine Finger weg. Und der Wie bricht dann. war das mit dem Wasser, dem Wein? Ja. Das, lass uns da nochmal zurückkommen Ja, dazu. machen wir das, ja. Ja, ich kenne. Weil sonst kannst du gleich als Wort die Wange herhalten, der Drecksack. Dann gehst du nämlich ein unter meinem Dach. Ja. Ja, mein Gott, ja. Mit Cäsar. Ja. Ist schon eine biblische Figur. Wenn Ja, du schnell einen wegstecken willst, dann mit der Maria wahrscheinlich. ja, stimmt. Dann sag ich ihm. Weil die macht eh noch. Bibel. Ich, Dann gibt's noch. weißt du was? Ich darf gern mit der Eva einsaufen. Ja. Weil mit der Eva, die ist ja, sag ich mal. Oder mit da der ist ja, Schlange. Ja, stimmt. Ja. Nein, mit Eva, da muss ich auch sagen, so, ich bin ja. Also, ich darf den Nein halt nicht akzeptieren, wenn ich sage Eva. Ganz ehrlich. Ja. Schau dir mal, also. Wir müssen. Ja. Es gibt keine, Adam ist ja dann nicht da. Nein. Dann sage ich, was sollen wir denn machen? Wir können jetzt den ganzen Tag noch, können wir weiter deine langweiligen Arbeitsgeschichten machen. Ja, schon, ja. Oder du machst schon ein bisschen. Ja, genau. Ja, aber das geht ja gar nicht für die, aber wir sind uns da vorpflanzen. Und ja. Ja. Und ja, na, ja, Eva. Ja. Passt super. Welches Spiel habt ihr zusammen früher immer gezockt? James Bond, Ja, Pro Evolution Soccer. Pro Evolution Soccer, Wrestling ganz viel, Ja, WWE. ja, ein bisschen später dann halt. Age of Empires 3 genau, haben wir ja. richtig heftig gezockt im LAN. Ja, Bisschen Company of Heroes, Schlacht um Mittelerde, ja, haben wir richtige Geeks. ja, kurz einmal auch ein bisschen Resident Evil. Oh ja, dann God of War, Ja, haben wir gesagt. Schon ein bisschen, ja, GTA. San GTA, Andreas. da habe ich immer auf dem Moped mitfahren, der von sehr Ja. langsam auf Leute schießt. Ja, das war irgendwie was auch nervig. Ja. Ja, und hinten. Erinnerst du dich an den einen Moment, wo das Spiel gepackt hat, ich hinten drauf geguckt und es hat auch gemacht? Ja, Wow! das wackelt. Da habe ich das Gefühl gehabt, ich fliege. Ja. Ja, das haben wir gesagt. Fan der Woche haben wir schon. Was steht die Woche noch? Glue Boys. Kurz vorbeischauen in Wien.
Das war miteinander vermixt. Ja. Glühwein kann zu mir besuchen. Die Hütte abreißen. Ja, und dann schon. morgen fahren wir nach Wien. Morgen fahren wir jetzt nach Wien, gell? Das bedeutet, wenn ihr das Herz, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass einer von uns gerade in der grellen Forelle mit einer Nadel am Arm liegt. Ein bisschen abraved. Ja. Oder dass wir in irgendeiner Doku sagt, weil jetzt viel Fentanyl genommen haben. Ja. Stimmt, da werden die Vegas-Dokus, was gesagt haben, sie waren einfach mit ein paar Jungs da und sie sind immer noch da. Ja, ich weiß gar nicht, wie spät das ist, was für Zeitalter wir haben, Ja. weil ich so ein Fan bin. Ja, schon. Ja, das wird wild. Wir fahren am Freitag, also um 14.30 Uhr fahren wir. Wo hätte ich gemeint? Ich habe gedacht, halb 2. Aber wurscht. Mal schauen, fahren wir auf jeden Fall los nach Wien und wir haben halt einen 9-Sitzer-Bus und einen Fahrer. Und das ist halt so geil und so gefährlich, weil jetzt sitzt du da 4,5 Stunden im Bus Ja. und Oder halt immer 30 Minuten. Bis ja, du pissen richtig. musst. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da unter 6,5 ankomme. Ich habe gesagt, also beim Seppi sein Junggesellenabschied, wo wir im Zug waren, und das war einer von den, ich glaube, Podcast auch schon 100 Ja, Mal aber erzählt, das ist einer eine von den gute Geschichte. besten Momente, weil du kennst mir, ich gehe ungern irgendwo ohne Bier hin. Ja. Ich habe einen ganzen Kasten dabei gehabt und der Tobi K. ist mit einem Koffer gegeben, mit so einem alten Koffer. Und da war schon an einer Seite was ein Gewand drin und die andere Seite war komplett voll mit Bockfotzen. Und da war noch Corona und da hast die Masken nur runter nehmen dürfen, Wenn du was trinkst. wenn du was konsumiert hast. Ja. gut. Und dann haben wir da ich bin aus dem Zug ausgestiegen, wir sind an einer U-Bahn-Station gefahren und ich habe mitten in Wien an einen Baum gepisst. Oh. Ja, so weit hat schon, also wir Ja. waren nicht nur ich, sondern hat hat schon weiter gefällt auf jeden Fall. Aber kein gestört, Wien ist halt das Wien. willst du Ja. sagen, Ja. Ja, das wird schlimm. Also ich habe da, also ich fürchte mich ein bisschen vor mir selber in Wien. Ja, da fragen wir halt die Clubers, ob sie eine Empfehlung haben, irgendeine Beisel oder sowas. Ja, Ja. ja ich freue mich, wird Ja. gut. Und ansonsten, glaube ich, war es das erst einmal, oder? Das war es jetzt erst einmal. Ja. Sollen wir die letzten. Vielleicht sollte man da dazu sagen, wir haben noch gar nicht drüber geredet, aber das besteht die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt 2 Wochen erst einmal Weihnachtspause ist. Na, Müssen wir noch auskarteln, ja, aber kann passieren. ja, Andererseits komme ich ja gerne mal raus. ja, die Leute sind ja süchtig. Ja. Na gut, also nicht wundern, wenn nichts rauskommt. Ja, aber Wenn schaut man- trotzdem da haben wir lieber nach, falls Ja. da was rauskommt. Genau. Er hat die letzten Worte, wie immer der wunderbare. Danke.